Gas, Teddy. Es ist ein Notfall. Ich fahre wie eine Rakete. Siehst Staubwolken. Armer Nandi, ich hatte dir doch immer gesagt, du sollst nicht mit dem Feuerwerk spielen. Ich kann gar nicht mehr damit spielen, kannst du noch abzünden? Schnell pressiert. Was ist passiert? Er hat schlimme Verbrennungen. Das Feuerwerk ist mir ins Gesicht gekumpelt. Keine Angst, das wird wieder gut. Könnt ihr mir Nandi helfen, Herr Doktor? Da bin ich mir ganz sicher, Frau Alligator. Warten Sie mal da. Ich hole jetzt gerade unsere Operationsspezialistin für den Besuch. Also, dann wollen wir mal schauen. Oh, das sieht schlimm aus. Tut's fest weh? Ja, schon ein bisschen, aber das macht mir nicht viel aus, wenn ich nur wieder so aussehe wie vorher. Aua. Au. Was passiert jetzt mit meinem armen Nandi? Wir machen eine kleine Operation. Wir nehmen ein bisschen gesunde Haut vom Andi im Oberschenkel und legen es auf die verbrannte Stelle. Also Kopf hoch, Frau Alligator. Ein bisschen Geduld und bald sieht er wieder aus wie ein herziger Alligatorbub. Ich habe ihn doch gern, egal wie er aussieht. Ganz genau, so eine Nase wollte ich auch. Sind Sie sicher? Ich wollte eine weltberühmte Elefantenschauspielerin sein. Dafür brauche ich eine kurze Nase, keinen langen Rüssel. Darum müssen Sie mich operieren. Aber Ihre Rüssel ist doch so schön. Nur Sie allein haben so einen. Er macht Sie zu etwas Einzigartigem. Jeder ist doch auf seine Art ganz speziell. Und das ist doch gut so. Nein, ich hätte viel lieber eine kürzere Nase, dann wäre ich noch spezieller. So eine wie der Hans Hund zum Beispiel. Könnt ihr mir ein bisschen wegdrehen? Die hübsche Elefantenschauspielerin darf mir Türen auf meine kleine Nase. Das macht man noch so gern. Dann können wir nämlich das elektronische Bett ausprobieren. Ja, es macht alles von alleine. Allerneueste Technik. Sehen Sie die Knöpfchen? Sie drücken einfach drauf und schon. Probier's mal mit dem linken Knopf. Das ist nicht gut. Die greift mir immer noch auf die Nase. Und was stört Sie genau? Niemand soll meine winzige Nase sehen. Das ist mir peinlich. Ich will eine grosse Nase. Eine grosse Nase, der hat von meiner. Die Silvia Fanz spinnt doch ein bisschen. Sie ist so eine Schöne. Und jetzt will sie eine kleinere Nase haben. Das passt doch gar nicht zu ihr. Findet Sie das nicht auch, Herr Dr. Fieberbein? Doch, natürlich. Aber was will man? Die wenigsten sind zufrieden mit ihrem Aussehen. Kommt, Kollegen. Es stehen 2 Nasenoperationen bevor. Und zuerst noch die Hauttransplantation vom Andi. Alles klar, Dr. Nilpfi. Wir sind schon unterwegs. Also ich finde, es kommt nicht darauf an, wie man aussieht. Das Wichtige ist die innere Schönheit. Stimmt schon, ja. Aber eigentlich finde ich mollige Tiere schöner. Ich weiss gar nicht, warum. So, Ist ja egal. Wir müssen, sonst wird unsere Nilpfi hässig. ich komme gerade. So, mollige Tiere findet er schön, so wie Dr. Nilpfi wahrscheinlich. Neben dem dicken Nilpferd sehe ich natürlich aus wie eine verhungerte Maus. Ah! Warte. Ich könnte mich ja ein bisschen ausstopfen. Pressiert ein bisschen. Wir sind einen Weg schon zu spät. Ich bringe es fast nicht zu. Ich glaube, Sie haben ein bisschen zugenommen. Hey! Auf die Seite, wir bringen den Andi. Und Sie meinen, dass man von diesen verbrannten Stellen nachher nichts mehr sieht? Wir hoffen es. Wir legen dir ein Stück gesunde Haut auf die kranke Stelle. Und wenn die gut wachsen, siehst du wieder aus wie neu. Danke, Teddys. Seid ihr parat, Kollegen? Narkose, bitte. Narkose. Dr. Krötli? Ja, Entschuldigung, ich muss nur noch das gut essen. Ich hatte zu wenig Zeit dafür in der Pause. Narkose parat. Der Patient schlaft. Hut. Gut. Alles gut gegangen. Markierungsstift. Markierungsstift. Oh, etwa da. Nachher hat sie viel kleinere Rüssel. Also gut. Dann machen wir die Nase ein bisschen grösser.
Andi, bald siehst du wieder aus wie vorher. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich meine Mami mit dem Verband gar nicht kennt. Ja, rufen wir doch einfach. Mami! Andi, da bist du ja endlich. Wie geht's dir denn? Gut, Mami. Entschuldigung, Dr. Fieberbein. Wegen dieser Nase sehe ich das Fenster nicht mehr. Würden Sie mein Bett nicht ein bisschen umstellen? Kitty weiss, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Bin schon unterwegs. Gut sind Sie da. Wir brauchen Ihre Hilfe. Kein Problem. Sie sehen so anders aus. Finden Sie? So ist viel besser. Danke schön, einen Weg. Oh, so blöd. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Das kann es geben, wenn man ein bisschen mollig ist. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass unsere Schwester Kitty ziemlich zugenommen hat. Sie ist ein richtiger Brummer geworden. Sie, Schwester Kitty, mir ist langweilig. Total langweilig. Hab noch ein bisschen Geduld. Morgen nehmen wir deinen Verband ab. Schwester. Ich komme, Verfand, nur einen Moment. Oh, wo bin ich? Ich sehe nichts mehr. Mein Rüssel beisst. Wissen Sie was? Ich glaube, wir können Ihren Verband jetzt abnehmen. Wie sieht mein Rüssel jetzt aus? Kleiner? Herziger? Besser? Er sieht anders aus. Dir, Schwester, wie sieht meine neue Nase aus? Grösser, schöner, besser? Sie sieht anders aus. Wo bin ich? Was ist das? Was ist das? Oh, ist das der Lichtknopf? Schwester Kitty, seht ihr das? Könnt ihr nicht mein Bett ein bisschen höher machen, damit ich die Aussicht besser geniessen kann? Ich mach das für Sie. Da bin ich froh. Achtung, los! Was ist das für ein Knopf? Oh, was ist das für eine? Kennst du den da? Irgendetwas stimmt da nicht. Hilfe! Da helft mir doch! Rettet von mir, Rüssel. Das sieht gut aus. Andi, Schätzli, du bist wieder gesund. Mami! Silja fand, ihr Rüssel sieht fantastisch aus. Mit dem habt ihr mein Leben gerettet. Meinen Sie? Ihre Nase ist aber auch wunderschön. Die hat mir schon immer wahnsinnig gut gefallen. Wollten Sie mit mir vielleicht einen kleinen Spaziergang machen? Sehr gern, Herr Hund. Komisch. Der Dr. Krötli und ich haben gemeint, Sie hätten ein bisschen zugenommen, Kitty. Aber heute sind Sie wieder so rank und schlank wie eh und je. Wie geht das? Das ist eben mein Geheimnis. Also, ihr müsst mir euer Geheimnis unbedingt verraten. Ich will nämlich endlich ein bisschen abnehmen. Und dem Dr. Krötli tut das auch nicht schlecht. Mir? Aber für einen Schildkröte bin ich doch spindeldürr. Ich esse ja nur gesunde Sachen. Da fällt mir ein, ich muss gerade noch mal eins von diesen wunderbaren Gutzli probieren.